zu einem wiederholten Male versammeln wir heute fast verzweifelt in der größtenteils ignoranten europäischen Politik gegenüber dem laufenden Genozid an den Uiguren in ihrer Heimat Osttürkestan durch die kommunistische chinesische Regierung. In China verändert hat, dann ist das katastrophal, dann ist das schockierend. Die Menschenrechtslage in China hat sich in den letzten Jahren noch weiter verschlimmert, hat sich noch weiter, die Verbrechen haben noch weiter zugenommen und deswegen ist es wichtig, dass das Thema Menschenrechte die Top-Priorität einnimmt. Wenn wir uns die Situation in Xinjiang anschauen, die Berichte aus den Lagern von Folter, wenn wir uns die Berichte über Massensterilisation an uigurischen Frauen anschauen, wenn wir uns die Berichte über Trennung von uigurischen Familien, von Kindern, von ihren Müttern und Vätern anschauen, wenn wir uns die massenhafte Internierung von 1 bis 3 Millionen Uigurinnen und Uiguren anschauen, dann wissen wir, dass dieses Thema Top-Prio haben muss und wir erwarten von der Bundeskanzlerin, dass sie die Freilassung dieser Menschen fordert und die Schließung der Lager in Xinjiang. Ganz systematisch wird hier an den Kern herangegangen, an einer Kultur, die schon seit mehreren tausend Jahren besteht. Und dass wir mehr und mehr miteinander mit den Uiguren, mit den Tibetern, Hongkongern und jetzt auch mit der Südmongolei zusammen